Herzlich willkommen zurück bei einer neuen Episode von Kamei, die Luxemburgs Finest Battle Podcast beim Gilles und Pitz. Guten Morgen, Gilles. Hallo Piet. Und wie geht es dir? Ma gut, Piet. Das freut mich zu hören. Das freut mich auch zu hören, Piet. Oh, haben wir wirklich gepackt, ein nicht awkward ein Intro zu machen. Das ist geschossen. Das ist geschossen. Das ist geschossen. Nee, was? Wir sind heute drum high, wir gehen noch weiter, das sind Uncovered-Episoden, wo wir verschiedene Bands durchführen, an die wir positiv und negativ Sachen schwätzen. Heute holen wir als ein Power-Metal-Band für. Vielleicht, ja, vielleicht sogar ein von denen, definitiv ein von den bekanntesten. Ja. Großen Namen, deutschen Namen, wir schwätzen von Blind Guardian. Absolut. Blind Guardian, eng Power Metal Band aus Krefeld, wo es schon ein gut Zeitchen gibt. Ja, also, wenn ein Dolo, wo die eigentlich Anfangsjahre von Blind Guardian, manchmal 87, was das ja, für also die Band für Drohnen wird zwar nicht so gehecht, aber da waren sie schon zum Teil zu summen. Lucifer's Heritage haben sie Ja. noch gehecht. Ja. Der Name hat absolut nicht dazu bedeuten, was sie da gemäht haben. Das kann Nee, ich dir garantieren. Nicht. Das ist mega bizarr, was sie da gemäht haben. Aber zu der Zeit war ja noch super gut Produktionen, so wie sie Haut machen, noch nicht der Fall. Das darf ich natürlich auch nicht vergessen. Aber ja, Blind Guardian geht es schon, wie gesagt, dick lang und sind sich wirklich zu einer von den größten, so kann ich schon bald als Big Four an der Power Metal Szene, wo Halloween, Dragon Force, Blind Guardian an, wie heißt der Schweden da? Sabaton. Hammerfall. Nee, Sabaton. Hammerfall sind so, wie soll ich sagen, sie sind zwar die Age, wo die Power Metal im geschmackvoll gemäht haben, aber so punkto erfolgsmäßig gesehen, als Sabaton aber anscheinend da, gehen sie feier gerne als The Big Four genannt. Okay, sehr gut Sabaton-Fan dafür. Sabaton ist cool. Das ist schon so Krieger-Metal, so wie das, was 1914 möchte, ist mir cringy. Ja, viel mehr cringy. Ja. Mais bon, zwart. Mir schwätzt über Blind Guardian haut. Ja, sie haben sich so ein bisschen aus dem heraus entwickelt, was Halloween schon viel gemacht hat. Ne? Sie waren so ein bisschen der Begründer gewesen und sie hat dann aber elegant aberweise weitergefeuert, nach mir Richtung Speed Metal gegangen, schnell Riffs, dann Hansi Kirsch mit seiner wunderbarer Stimme. Ja. Man denkt von den besten Stimmen, eigentlich am Genre sowieso. Ja, noch nicht so viel kitschig. Seine Stimme, also seine Gesangsstimme fand ich so im Vergleich zu anderen Bands, fand ich Sänger so immens angenehm zu lauschen. Das ist nicht. Also, ja, als ich schon lange in Blind Guardian lausche, schon ewig. Ich fand einen Hut, etwas als ein Vibrato, was so. Ja, ich finde jetzt so ein kitschig aus mir. Irgendwie wurde da wo etwas. Ich kann nicht genau definieren, was das ist. Das können auf den Nation 2 Alben von Dolo von, wie heißt der nicht? Battalions of Fear und Follow the Blind. Du hat ja auch nach Bass gespielt und dann nach ein gut Zeitchen Bass gespielt. Aber zu dem Zeitpunkt war seine Stimme eigentlich noch nicht so developiert, bis, kann ich so, ja, Tales from the Twilight World hat da wirklich angefangen, wo die Stimme wirklich so markant genoss. Vielleicht auch für die Genre, was die so neu formiert wird. Matzinger Stimme. Nie auf Halloween natürlich. Kai Hansen ist kein Mann, ein guter Sänger. Aber ich persönlich schon immer lieber den Hansi gehabt. Und, ja, aber das kann man gucken mal. Ich meine, Blind Guardian besteht der Moment aus dem. Es sind nach 3 Membern da von Demos. Den Hansi, den André Ulbricht und den Markus. Da waren noch einen für den muss man auch unbedingt erwähnen, weil den ist mega wichtig ist, den Tom und der Omen. Den wird Drums praktisch bis Nightfall in Middle-earth, den anderen. Night at the Opera, weil sie lächten. Martin dabei und da ist wirklich eine Maschine, die hat dann nur nach seiner Band gemäht. Aber ja, ich fange einfach mal an den Raum ran. Ich meine, du bist mit Blind Guardian in Verbindung gekommen durch Schminkwenigkeit. Ja, noch viel mehr spät. Ja, ungefähr recht seit so mal 3-4 Jahre, wo ich ein bisschen angefangen habe, an die Richtung zu lauschen und noch lange nicht alles, gell. Ja. Blind Guardian sind von meinen Favoriten-Bands am Power Metal, ne. Und
ja mir so dumme Denkerfahrung wie interpretierst du die Band Für mich hat mit Blind Guardian als ein Dir abgemäht gehen für den Metal schon das schon oft gesagt es gab 2 Alben wo ich an meiner großer metallischer Karriere Anfangskarriere kaufen ohne zu wissen wer das und das war Blind Guardian Nightfall in Middle Earth das war von denen 2 den anderen war Cradle of Filth 2 Extremen ich meine das hat man schon gesagt so lusche wie das Nightfall in Middle Earth war ein markanter Punkt für mich für vielleicht auch dir optimal wie gesagt nicht nur für den Metal generell mir auch am Power Metal für bisschen zu verstehen wie symphonische Metal mit erzähltechnischen Strukturen kann funktionieren schon das nicht wirklich direkt kapiert das recht viel mich spät kommen mit der Rhapsody Band wo ich gesehen okay gut das opulent das cinematisch durchgestalt ich meine Nightfall in Middle Earth als Fleischtiere bekanntesten Album kann ich schon sicher so Imaginations so zu summen voilà. Längde fett dass es mit Nightfall in Middle Earth wie den Titel schon seht an der Tolkien-Welt handelt das war für mich damals war schon nicht davon gewusst an etliche Jahre noch wie ich das mal kapiert tun was das geht dann hier und da das war natürlich dann so ich will mehr davon wenn ich natürlich zurückguckt auf Alben wie Tales from the Twilight World oder Somewhere Far Beyond da sind natürlich auch Lieder drauf wo teilweise über Tolkien handeln wie The Lord of the Rings oder The Hobbit in the Forest ich meine The Bard Song nicht das ist der Matthias bekannteste Lied wir sind immer gerne nicht nur über Tolkien gesungen aber generell hatten sie ganz viel Inspiration von Büchern von demolschen Titanen aus der Literatur den Stephen King Robert Jordan an Dune und andere noch waren Titeln wo sie sich scheren influenzieren gelos hun das lo mega lusch von so Cover von ihnen gucks und zwar an der Stunde Artwork und Tales from the Twilight World denken dann das ultra Fantasy reichhaltig an das nicht ganz viel Fantasy drop das mega viel Science Fiction drop am Sinn von lyrisch gesehen da tun ich so wisse so lusch fand okay das also geilen Album geil Cover gut da lebst du mal zu dienen Metro muss lebst du mal zu dienen ich meine da hun sie sich einfach nie weggestoppt gehabt einfach so, nee, das passt so an den würde doch immer gepasst ich meine den Album war auch schon ein bisschen gemischt weil da war auch ein Lied drauf was Lord of the Rings geheischt hat Tales from the Twilight World ja da war The Lord of the Rings oder drauf noch Tommy Knockers von Stephen King war du war immer so ein bisschen gemischt ne? Ich meine was du Fantasy Cover ich meine das passt auch immer irgendwie an die dritte Welt dran das stimmt die Welt vom Metal allgemein am Power Metal ganz besonders ne? Das stimmt dann hat du vergisst zu erwähnen ich meine das nicht mal wichtig weil sie ganz viel Texte darüber gemäht und das war The Wheel of Time und sie ganz viel darüber gemäht und dann noch das Lied selber Wheel of Time von ihren Alben drüber mich spät an sie hun ganz gern und das muss man halt auch erwähnen sie ganz gerne Coverversionen von einer Leute gemäht wo vielleicht die beste Coverversionen sind wo probiert Poplieder oder bisschen Mainstream-Lieder an the Power Metal umzuwandeln und das ist wirklich ganz stark ich meine so noch ein Album rausgebracht The Lost Tales oder so die gehecht ich muss gucken wie das genau hecht du war ganz viel bizarres drauf schmengen Barbara war drauf Two Friends von Mike Oldfield war drauf so mega lusch Sachen an eure Christmas Lied geil sind sich auch nie mengglisch selber zu viel echt gehalten das macht sie mengen auch zu der Grace wo sie sind ja du so definitiv auch so méi Erfahrung mat der Band wie schon recht per Joer sie mir intensiv gelauscht hat die allerkeer wo aber Blind Guardian gelauscht hun der war mat ihrem Album von 2010 at the Edge of Time da war die allerkeer wo ichieren hun an schwst du hast dem uns viel von dem Album geschwar gehabt na Jack gelauscht dann da war die Zeit wo der definitiv nicht für de Pit war ja an Haus fand den Album paar Konter gut ne also erzählt uns zu den besten aber ich fand den aber lauscht sich immens gut das ein moderne Power Metal Album ohne Power Metal zu sehen ich fand das vielleicht gut nach eben von den besten neuen
wann du Aber du gehst da recht. persönlich Meinung hast. Da bin ich da absolut recht. Wir drauf kommen mich spät. Wie gesagt, nur hatte ich dann noch Nightfall in Middle Earth, Imaginations und Somewhere Before Beyond. Absolut geil Album. Und zieht den irgendwie immer mehr in ran und an die Welt. Und es können eine gewisse Atmosphäre ab. Und das macht einfach Spaß, jetzt lauschen. Das ist einfach mega fun, muss ich sagen. Ne? Und das finde ich aber auch trotzdem schon aber mich Schwierigkeit beim Power Metal, ne? Mit Blind Guardian, also das, die kriegen eine höchste Bewertung von mir, muss ich definitiv sagen. Ja. Also für was sind sie bekannt? Doch ich meine, für einen, den Blind Guardian nicht kennt und sich soll mal, den sich dann an ein Album hält, wie Nightfall in Middle Earth, dem können vielleicht Parallelen abfallen, wo sie auch schon ganz oft zugehen. Und ich meine, sie haben ganz viel Inspiration noch geholfen von Queen. Queen ihrer opernhafte Art und Weise für Chorussen zu lesen, an Harmonics, mit Harmonics zu spielen. Und ich meine, das tut dem Album auch nach Dave gehen. Für allem auf dem Nightfall in Middle Earth, den ersten, wo sie das wirklich probiert haben, an den Vordergrund zu bringen. Und ich meine, das mischt wirklich, den Album mischt das definitiv aus. Denn das ist nicht medieval, das ist nicht Folk, das ist auch nicht wirklich Power Metal, das ist so irgendetwas dazwischen. Und dann erzählt einfach eine mega krasse Geschichte über, ich meine, 22 Lieder oder so, sie nicht. Das ist ziemlich viel, ja. Das, auch die, was mit viel solche Passagen dran, wo einfach just gespart wird für die Story nur 40 wenn auch geil, weil ich meine, es cool von geil mit. Das ist ziemlich. Das ist auch ohne die Zwischenpassagen, das ist immens lang in einem großen Album, geil. Das ist schon. Ich meine, ohne die Passagen mischt auch nicht viel Sinn irgendwie. Ja, das wäre auch einfach so ein Album wie alle anderen. Ja, ich meine, den Album muss einfach am ganzen geleert gehen. Genau. Den Album handelt ja wie gesagt über Tolkien an ich meine, wie heißt die Krieg, ich weiß nicht mehr, das erste Zeitalter Sachen, ja, wo bis dato voilà, Silmarillion-Zeit Sachen, wo bis dato noch nicht irgendwie am Media umgewandelt ginas. Ja, du goufst ja da kein Herr der Ringe Filme, ne? Das gouf noch nicht. Das waren zwar just so, eigentlich war schon eine Diskussion. Das muss das Jahr gewesen sein, das Jahr noch. 90, ne? Ist das losgegangen. Ja, das kann Sinn, ja. Und da denke ich, oh, komischen Zufall. Und noch, was du vielleicht auch nicht weißt, zu dem Zeitpunkt, wo den dort ein Album geschrieben hast, haben sie auch schon angefangen, einem Konzeptalbum zu schreiben, wo aber recht in 2 Jahren rauskommt. Das war die famöse kompletten orchestralen Album Twilight Orchestra. Das soll dann von eng Story gehen von dem Zeitpunkt von Nightfall in Middle Earth. Okay, hast von so ein Album geschrieben und auch orchestral Passage geschrieben, wo sie spezifisch dafür gehalten haben, für nur ein Album draus zu machen. Und das kommt man dann nämlich später, dass irgendwie froh muss das sein, brauche ich das als Blind Guardian Laustra oder so. Das ist natürlich die andere Seite von der Schmier. Ne? Ja. Was kann ich da noch Schönes von Blind Guardian zählen? Wichtigen, doch, ich weiß es ein paar Mal. Ein wichtigen Aspekt für mich war, wie gesagt, ich schon den Album bekannt, ja, und schon viel Alben zu dem Zeitpunkt bekannt. Für allem die BLer Sache natürlich. Die andere Sache, die dann noch recht released gehen, und da gibt es ein ganz gut DVD, die kann ich auch nicht mehr rekommandieren. Imaginations Through the Looking Glass oder so. Das war ein Live-Konzert von ihnen zu Krefeld. Das war nicht bombastisch groß. Ich meine, haut uns viel mehr große Stadien gefüllt, gell. Aber da haben sie wirklich alles gespielt, was dran an Umut, an ihrer Songlist. Das ist geil, das ist einfach nur geil. Das ist vielleicht von den ähnlichen Konzerts-DVD, wo ich immer im gucke. Du hast ja auch schon der gehabt, sie hat live zu gehen. Ja, das ist etwas, was ich auch. Sie hatten ja sollten spielen, das ist ja auch durch bestimmten Sachen, die ich nicht will erwähnen, gestoppt gehen. Ich weiß nicht, ob ein Postpunkt oder ob komplett aufgesucht ist. Ich meine, lang der Fett, dass, weil sie schon hier angekündigt war, kann ich mir nicht vorstellen, dass es nicht wird vorstellen. Das ist natürlich froh, wenig. Ich gebe sie wirklich ganz gerne gesehen, gell. Ich habe auch schon oft über YouTube eben Live-Konzert von ihnen, die was nur geguckt gehabt, gell. Das ist einfach schön, gell. Ich meine, das für Blind Guardian ist auch
obligiert muss Lieder wie Bard's-Tale an Halvalle spielen, weil du einfach der ganze Saal oder die ganze Arena matt singt. Und das ist ein Genuss, das ist einfach Genuss nur zu gucken. Ich meine sowieso nicht, dass hier viel singt auf Konzert. Wenn sie Ja, Konzerte gehen. ja, das war wahr. Das wird aber das Ich meine, halt just den Mikro drin und lässt leider alles machen. Ja. Das ist ein bisschen, ja. Die Sache da fand ich natürlich auch einerseits also wichtig immer den absolut Top Songs zu spielen. Wenn du da guckst, war Blind Guardian nur zum Beispiel nach 5-6 Jahre oder 10 Jahre Musik möchte, wie viel Platz bleibt dafür überhaupt noch neue Sachen zu weisen? Ja, das ist immer so eine Sache. Ich ging auch lieber zum Beispiel verschiedene Lieder her, wo noch nie live gespielt sind mehr. Natürlich, ja. Mit bleibt wollen immer etwas, hier die bekannten Sachen hören, hier Lieblingslieder hören. Ne? Ja. So als kleinen Klammer ab, Chalogeliers Iron Maiden, man die nächstes Jahr auf Tour will gehen, da wollen sie ja ganz neuen Album Senjutsu umsteck spielen. Also ist nicht, gell. Also auf der einen Seite cool und auf der anderen Seite als jahrelangen Iron Maiden Fan willst du das wirklich gucken gehen? Ja, das ist ein berechtigt froh. Cool Seite, aber das so eine Shared Seite ein bisschen so. Ja. Aber kann flott sein. Ich meine, die meisten wollen natürlich dann aber Klassiker her. Voilà, das ist der ganze Grund, wieso dass du so größte Gucke gehst. Das ist genau das. Aber Blind Guardian, du gehst versuchen, wir spielen das ganze Konzert über just Twilight Orchestra. Das könnte wahrscheinlich auch nicht so gut enden bei den Fans im Endeffekt. Ne? Nee. Zu dem Zeitpunkt, wo wir haben ganz zu diskutieren, hast du schon ein neues Lied raus. Ja. Das auch gut steckt, wie flink ist und wie flink wie Rezenzsachen und sind da wirklich gespannt. Ich will auch nicht, dass eine Band wie Blind Guardian sich probiert und anders und mir Jungs-Sachen von hinten runter wollen, weil ich meine, das ist ja doch der Grund, wieso wir überhaupt hier sind mit dem Thema. Ja. Sie machen nicht mehr das, was sie Demos gemäht haben. Also das kann ich schon so. Ich meine, die erste Zisch, wo es das wirklich gut gemerkt hast, ist so immer so. Das war den Notfalljahr von Nightfall in Middle-earth, wo komischerweise A Night at the Opera heißt, genauso wie dem Queen sein, von dem ziemlich releaseden Album. Das war ja auch ein bisschen ich will nicht so ein cringe mehr, es gibt viele Leute, die haben da ein bisschen komisch abgeholt. Ich fand es gar keine Bedeutung, weil es absolut nicht das widerspiegelt. Nee, dem wahrscheinlich echt so ein Tribut und gleichzeitig wir machen aber als Agent Dinge. Ne? Ja. An den Album ist gut. Mir weiß aber schon das ob was viele Leute mengen ich ab da gemerkt und dass Blind Guardian ist auch zum Teil mittlerweile ein bisschen mehr progressiv. Zu dem Zeitpunkt da hast du schon gemerkt, dass okay, du deet sich etwas, du hast, sie wollen nämlich das selber spielen, weil du zu dem Zeitpunkt haben sie schon bald 20 Jahre Karriere gehabt, gell? Muss ich natürlich so. Und zumal so ein Titel wie And Then There Was Silence, das ist ein mega geiles Lied, das ist ultra lang, das ist manchmal 15 Minuten oder so. Und du hast wirklich gemerkt, so, okay, das geht an ein orchestral, cinematisch Seite, froh als ob ihn das muss tun. Ja, und ich meine, das hat auch viele Leute nicht wirklich gepasst, eben, weil du schon gemerkt hast auf dem Album so, okay, fängt ein bisschen mehr progressiv zu gehen. Und damit hatten so halt die Speed- und Heavy-Metal-Puristen, Power-Metal-Puristen so ein bisschen ein Problem damit. Danach kam ja den Twist in the Myth, und den ist wirklich klar gemerkt, dann noch an der Reaktion von den Fans war es ein bisschen gesplickt. Und sie sind in der Dame auch da bei Nuclear Blast gegangen. Ne? Ich meine, das ist noch so etwas, was... schon ein bisschen etwas, ne, wenn du so groß wirst. Ne? Ja. Da war natürlich so, okay, mir gesehen, dass sie da 100 waren, für ein bisschen zu pushen. Die Gitarre sind halt ein bisschen mehr... das ist eine andere Spielvariante. Also wenn es wirklich ein Twist in the Myth mit dem Rest vergleichen gingst, also viel mehr progressiv. Die Power Metal mäßig Originen sind bald nicht da, fand ich. Und ich will auch nicht so, dass das Album mehr schlecht soll sein wie die anderen. Also das will ich mal wirklich aus der Vier stellen. Gell?
Ja, ich kann da nicht viel so schon bis in den Myth wo nicht gelauscht hat. Ich weiß gar nicht für den aus. Ich war direkt dann von Night of the Opera auf Edge of Time gesprungen gewesen. Ja, das war auch schon natürlich ein größer Unterschied. Mit denen ich geil fand, weil war schnell gespielt, den Album irgendwie. War von der Gitarre her nicht ein bisschen mehr aggressiv geklungen gehabt, ich fand. Du meinst At the Edge of Time, meinst du? Genau. Okay. Ja, also At the Edge of Time hat definitiv sing Standout-Songs drauf. Ich fand lo bei A Twist in the Myth, das kennt da vielleicht eben gerade so mehr gefallen, weil die Gitarre viel mehr thrashisch rüberkommen, viel mehr. Ich will nicht so mich schnell, aber du merkst direkt, was ich meine, dass das wirklich ein anderer Approach, wie die Lieder abgebaut sind. Sie hatten da wirklich auch an generell allen Zeitschriften, allen Internetseiten sind sie nicht so wirklich gut angekommen damit. Das muss ich leider so. Aber bon, das aber noch immer ein du hörst drauf, das ist aber ein Blind Guardian Album. Also das ist schwer nicht zu hören. Das ist auch den ersten Album, wo dann den neuen Drummer, demals Night at the Opera, den Toman fortgegangen, und da war den Frederik Emke, den ist auch noch immer da, und er ist auch schon eine Zeit dabei. Und das hat natürlich auch generell den Album ein bisschen geslaughtert, gell? So, ja, du merkst effektiv, dass sie da noch nicht auf den angespielt waren. Das kann ich auch irgendwie verstehen, weil Leute das so. Aber wenn ich so viele Jahre da nachgucke, kann ich wirklich sagen, dass das vielleicht ein Twist in the Myth so vielleicht ein Geheimtipp ist für Leute, wo Blind Guardian, wo sie schwer den mit dem, was Blind Guardian möchte oder vielleicht sogar Haut möchte. Also das da vielleicht so einen guten Mittelpunkt für das alt Power Metal orientiert als Hannen drohen, und das ganz neu, das können Richtung noch. Das ist wirklich so ein eigenständiges Album von ihrer Diskografie. Okay. Und zum Zeitpunkt von At the Edge of Time, das war auch das effektiv den Album, wo ab dem Album hatte sie live gesehen, und uns auch ganz viel davon gespielt, was mich auch ganz gefreut hat. Und dann noch Wheel of Time, da hatte ich Gänsehaut an Pipi in die Augen, weil das war richtig schön. Du hast auch alles durchgeholt gegen Punkt. Ich meine, du hast sogar A Song of Ice and Fire hast du durchgeknallt gegen textlich hier. Okay. Das viel. Sind sogar für ein Videospiel haben sie da Lied geschrieben. Das war Sacred Worlds als von Sacred 2, meine ich. Oder Sacred Wind, als das geschrieben ging. Man denkt auch mega luschen Videoclip, wo sie animiert sind als Videospielfiguren. Das war auch ziemlich witzig. Ja, stimmt, das habe ich gesehen gehabt, ja. Ich hatte auch gerade gelesen gehabt, das war schon nicht. Sie hatten einen Soundtrack gespielt für einen Uwe Boll-Film, Dungeon Siege. Ich weiß nicht, ob das seht. Oder ob der nur Uwe Boll da etwas seht. Aber nicht genug, für das ich noch kennt, so ein Eier. Okay, der gilt allgemein als einer der schlechtesten Regisseuren of all time. Okay, das ist nicht gut. Nee, ein deutscher Regisseur, nicht wirklich furchtbar trashig, schlecht Filme gemacht gehabt. Okay. 100 pur gesehen, dann so Meisterwerke wie Alone in the Dark oder okay, erst von ihm. Ja, The House of the Dead, das ganz viel Videospielverfilmungen gemacht gehabt, gell. Ja, kein gut. Nee, weit weg von dem Wort gut. Da bin ich gewonnen, da zieh du einen Soundtrack. Also, okay, das ist so ein kleines Zwischeninfo zwischendurch, gell. Witzig, echt, Wenn du so guckst, den Album hier ist auch den ersten an der Band ihrer Karriere, wo sie fertig brüten an Top 10 eben von den German Media Control Charts da kommen, gell. Du sagst natürlich auch so, dass die Band wirklich Mainstream ist mittlerweile, gell. Ja, definitiv. Für allem in Europa sind sie definitiv even in den größten Namen sowieso. Weltweit kann ich schon nicht wirklich beurteilen, aber es waren noch ganz viele Japan an Tour und so an der Jahre schon. Also den europäische Power Metal, den ist noch immer nicht ganz an USA gekommen. Nee. Und ich meine, das wollen sie auch nicht wirklich. Ich weiß es nicht, gell. Ja, weil die verstehen die Kultur einfach nicht, irgendwie, meine ich. Das ist lustig, obwohl sie denken so, Weißwurst and Beer, weißt du, so, das geht zusammen. So, anscheinend nicht, gell. Dennoch muss ich da sagen, so ab High, nur dem Do-Album,
Ich will nicht sagen, dass mein Interesse sich über Blind Guardian minimiert wird oder dass ich abgehalten habe, zu lauschen. Mit dem nächsten Album diene ich mich extrem schwer. Gell? Beyond the Red Mirror, das do knall ich nach Haut und ich schon eine Menge bis Haut noch nicht ganz gelauscht hat. Okay, ich auch gut gelöscht. Ich kann da nicht so viel wahr, also durch das wirklich das evaluierend, weil das wirklich pure Bombast schon, gell. Es soll dann von laut hin sollte den Sequel sein vom Imaginations from the Other Side. Ja. Ja, ich verstehe. Ich kann nicht wirklich so, dass ich der Meinung bin. Also das absolut nicht schlecht. Ich meine, das einzige Lied, was ich wirklich appréciere, weil es mich effektiv Moment wo vielleicht Nightfall in Middle Earth erinnert, das Grand Parade und das letzte Lied im Album und das ist auch wirklich grandios. Meinst gerade, du gingst du gingst an der Straße stehen und dann können so ein Köller Alarmzug lernen, just sind lauter Metal da drauf und mit Wikinger und alles Mögliche, alles was du willst für Kultur, das ist so drauf. Ja, aber ja, so ein Wackenzug geht durch Stürf, so ein bisschen. Okay. Hast du einen Unterschied von Soundlo groß zwischen Beyond the Red Mirror und Twilight Orchestra? Twilight Orchestra ist ja also just orchestral, ne? Du hast keine Gitarre dran, nein. Ja. Merkst du schon, dass an die Richtung geht ein bisschen, oder ist das ein logischer Nachfolger von den anderen? Schwer zu sagen. Also, wenn ich wie gesagt, Twist in the Myth war wirklich der Schneidpunkt. At the Edge of Time war ja schon teilweise, die Lieder waren schon teilweise gut chargiert mit Symphonien, orchestrale Passagen. Es hat aber gepasst. Und hier fand ich, kann es sein, dass es verschiedene Lieder eben ein bisschen, entweder die einen so, es lässt zu lappen, die anderen so, es bringt Lieder immer noch 4. Weil mittlerweile ist definitiv sie keine Speed Metal Band mehr. Der Power Metal ist wirklich ganz handeln gestaltet, das Progressive Metal, das Symphonic Metal. Wirklich, ich will wirklich nicht so, dass es schlecht ist. Also das ist just ein anderer Approach. Und teilweise auch kann es ganz einfach sein, sich dran zu verlieren und dann ist es anstrengend zu lauschen. Ja, verstehe. Also da zum Beispiel, also das, was du nur kommst, muss ich noch natürlich immer so bei ihnen zwischen die Releasen, sie sind auch kein Volo all 3 Jahre oder 4, normalerweise 4, 5 Jahre brauchen sie für etwas zu releasen. Das ist auch gut so, zum Beispiel das, was du nur kommst, 2019 mit Legacy of the Dark Lands, das war ja so, ich weiß nicht, ob du die überhaupt kannst Power Metal nennen, ob du die überhaupt kannst brauchst du Blind Guardian zu nennen, ich weiß es nicht. Techt, du sagst Blind Guardian, Twilight Orchestra, Legacy of the Dark Lands, das ist die ganzen Titel, und das ist schon so, weißt du, so. Den Titel hast du nie verloren. Ja, voilà, an den ganzen Orchester dabei geholt, ich meine, polnischen Orchester für das abzuwählen, und das sind ja dann effektiv Lieder, wo schon an 90er Jahren geschrieben gesehen, ja. So, ja, und das gut, wenn es kann als ständig wirken gesehen, aber ich meine nicht, dass das muss als Blind Guardian Album gesehen. Also ich sind sich ja mit einem deutschen Autor da zusammen gedoen, der Markus Heitz, den noch die Zwerge und so gemäht hat, ziemlich bekannte Fantasy-Autor. Also The Dark Lands, ich kann den Bücher nicht, die dunklen Lande hecht auf Deutsch, es war die so, der Soundtrack dafür. Ich kann mir vorstellen, dass der doch funktioniert, wenn du so an dem Setting bist. Und komischerweise handelt es zum Teil aus dem 30-jährigen Krieg, weißt du. Okay. Das ist mir definitiv zu viel Symphonie. Ja, ich hatte, als 2019 war plus minus das Jahr, wo ich bis auf Blind Guardian rangekommen sind, ne? Nachdem sich die erste Album gelöscht hat, und dann hatte ich den effektiv auch, ich hatte auch nicht ganz gelöscht, ich hatte angefangen mit Löschen, aber ich war wirklich direkt so, okay, das ist komplett anders, das komplett anders, das, gell. Das ist sowohl für einen Aufhänger
ist das definitiv kein Album. Nee, das das rekommandieren. ist schwere Kost, gell? Definitiv, ja. Das, Ich will auch nicht so, dass es schlecht ist, was sie da gemacht haben. Das ist echt verholt etwas, ne? Sicher ist der Film an den Kopf. Ja. Der den ich mengen die einzig zwei, wo involviert waren von der Band, dafür fand ich ein bisschen komisch für es in dem Blind Guardian Fan laufen zu lassen. Ja, das hat wirklich effektiv Also Twilight Orchestra wäre durchgegangen. Twilight Orchestra und dann können sie ja machen, was sie wollen. Zum Beispiel. Den Hansi Kirsch hat auch gesungen, hat mal in der Produktion geschafft. Und den nächsten, der dabei war den André Olbricht, der auch Produktion gemietet. Und von den anderen zwei feste Members war kein Do. Das ist natürlich ein Album, wo extrem auch viel zu bieten hat. Sie 24 Lieder, wo mehr komplex sind und aber eine orchestralische Art und Weise, wie wahrscheinlich irgendetwas, was ich bis dato hören. Und dabei kann ich da garantieren, es ist just bis bei, ich meine, das 9. Lied kommt und da war ich so, oh, okay, ich bringe Pause, das ist überwältigend, wie massiv das da entgehen kann. Und, muss ich aber auch sagen, das umso mehr erstaunlich, dass sie da täglich durchziehen von also Inspirationen, wo sie Demos gesammelt tun, so viel Jahre, dass sie ja dann wie viele Jahre sind das denn noch? Ja, das sind dann jetzt Jahre noch, gell? Dass sie das nach du überhaupt so umwandeln. Das verdient natürlich dann noch Respekt. Ja, also ich meine, du kannst dich schon mal als eine Band weiterentwickeln oder wenn du wirklich etwas fest am Kopf ist, also siehst, das will ich so machen, egal was die anderen suchen, das wird Respekt verdient, das ist ganz klar. Ne? Aber du musst dann auch das vielleicht mal rechnen, dass das nicht bei jedem gut ankommt. Ne? Dann schäden sich die Meinungen zwischen den Fans an Tagelkritik nicht. So muss haut zu das, wie man das so kennt, zu Internetseiten und so. Ich meine, das ganze Problem ist, an diesem heutigen Schema, als das Beyond the Red Mirror aus 2015 rauskommt. So, aber wirklich, dass viele Leute eben von den Hardcore-Fans wissen, dass es immer lang dauert zwischen Tieren Dinger, zwischen Tieren Album, und da könnte dann so etwas. Ja. Und da war es natürlich ein bisschen so, ich bin nicht so enttäuscht, mehr so, okay, ich will aber immer etwas, weil die Leute auch noch immer nicht Hoffnung abgehen, dass es einen zweiten Nightfall in Mittelöf gibt oder einen zweiten Imaginations from the Other Side. Aber das wird sicher nicht mehr gehen, die Zeiten sind tot. Ich so just für lo Mengen Scheiße so Richtung Ende zu gehen. Also wenn ich lo gucken, das neue Lied, wie ich lo schon mal, nicht Forgive Me Father, I Have Sinned, irgendwie so etwas. Da irgendwie so etwas. Da muss ich sagen, das gibt mal ein bisschen Hoffnungsschimmer für, für dass es drin ein bisschen mehr flink für geht. Mit muss auch nicht. Ich meine, Blind Guardian Album kann gemischt sein mit schnelle Passagen, mit ultra losen, relaxen. Ich wollte bald slow so, mir das ist schon nicht. Akustische Elemente, ich meine, sie sind auch bekannt für so Sachen. Und das soll ja noch anscheinend das Jahr rauskommen. Also sind wirklich gespannt, was da noch kommt. Kann aber für ganz interessant sein. Ich denke noch. Wie weiß, vielleicht fanden wir den sogar auf unser Top-Album vom Jahr 2022. Wie weiß. Alles möglich. Alles ist dran. Ich ging so, wir hatten ganz viel schon geknackt über Blind Guardian für die Leute, die sich wollen ein köstliches Power Metal Abend machen, Erlebnis machen, ja. Kann ich nicht mehr rekommandieren, so ein bisschen mehr freier anzufangen, natürlich. Ja, so das war dann schon von unserer Uncovered-Seite. Wir haben uncovered, wir haben geliefert und wir gehen noch heim. Ja, dann vielen Dank für die dran. Merci. Wir hören uns nächstes Mal bei Comedy. Absolut. Tüdelü! Tschüss.